Reisefreunde und herzlich willkommen auf dem Ätna. Er bricht geradeaus, ne? Man hört's. Wir sehen ihn noch nicht mal, der ist irgendwo da hinten im Nebel versteckt. Schon seit 2 Tagen, ne, warten wir hier, dass wir endlich diesen Berg sehen, endlich so. Ja, leider keine Chance und es ist auch keine Besserung in Sicht. Absolut leider nicht. keine Besserung in Sicht. Wir müssen noch sicher 3 bis 4 Tage warten, ja, gemäß Wettervorhersage. Ja, und wir sind einfach immer noch nicht die ultimativen Italien-Fans, dass wir jetzt sagen würden, wow, wir müssen unbedingt noch tagelang hier bleiben, weil das einzige Ziel war ja eigentlich Malta. Genau, Sizilien ist ja quasi nur das i-Tüpfelchen oben drauf. Wir haben echt coole Orte gesehen, schöne Landschaften entdecken können und das war es jetzt einfach. Wir verabschieden uns von Sizilien. Wir sind auch schon ein gutes Stück Richtung Fähre gefahren, aber es gibt eine Fahrplanänderung. Ja, wir starten nämlich wieder mal so einen richtigen Roadtrip. 1500 Kilometer bis nach Hause. Es geht auf unseren eigenen 4 Rädern oder auf den Rädern von Karl zurück in die Schweiz. Dafür haben wir uns entschieden, weil da ja die Hinfahrt, die war ein bisschen stark hatte starken Wellengang und ja, wir hatten jetzt nicht mehr so viel Lust auf nochmal so eine lange Fähre. Dazu ist sie nicht angefahren, wenn wir eigentlich gerade Bock gehabt hätten und wow, diese Welle. Komm mal ein Stück zurück. Oh ja, die hätte uns echt erwischt. Ja, wir stehen jetzt hier kurz vor Messina und da fährt dann die Fähre zurück aufs Festland. Waren wir auch schon lange nicht mehr. Genau, der Strand hier, ich dachte ja erst, es sei Vulkansand, aber es gibt hier überall Schiefersteine. Die kann man so richtig schön zerbröseln. Also komm, mein Arm wird langsam schwer. Also, okay, schmeißt du noch ins Meer, nee, ne? jetzt bleib schnell da. Wie gesagt, also kein Ätna und kein Taormina. Da waren wir nämlich vor kurz. Dann ist ein kleiner Streit zwischen uns ausgebrochen, weil das war einfach Horror, da einen Parkplatz zu suchen. Mega enge Straßen, so ein richtiges Einbahnlabyrinth. Ja, und eigentlich sind wir ja so entspannt von Malta und Gozo, dass wir uns das einfach nicht antun wollten, jetzt da in diesem Touristenort, ja, einfach so einen Stress zu machen. Wir haben ja jetzt Zeit, wir haben 7 Tage Zeit für 1500 Kilometer bis nach Hause. Heute ist Freitag. Freitag in einer Woche müssen wir zu Hause sein, da gibt es ein Fest von Autosolar und danach fahren wir an ein ganz besonderes Treffen, das erste Vanlife-Treffen der Schweiz, wo wir mit dabei sind. Okay, ja, das so erste. Und da seid ihr dann natürlich auch mit dabei und nach diesem Treffen geht es nochmal einen ganzen Monat weiter mit Karl. Wohin, das verraten wir aber einfach noch nicht, oder? Nee, wissen wir ja selber noch gar nicht so genau. Das musstest du jetzt da nicht sagen. Okay, also, nicht enttäuscht sein, wir waren ja sicher nicht das letzte Mal auf Gozo und Malta, also der Ätna, den machen wir vielleicht ein anderes Mal. Ja. Aber für uns passt so, wir hoffen für euch auch. Und jetzt kannst du deinen Stein ins Meer schmeißen, jetzt sind wir fertig. Magst du uns gerade noch die Kondition verraten? Bin ich genug hell? Ja. Also, wir sind jetzt auf der Fähre von Messina zurück aufs Festland von Italien. Wir fahren mal wieder Fähre. Das eigentlich nur 20 Minuten, aber das Ganze kostet uns 56 €. Wir wussten, dass es so teuer ist, aber trotzdem ist es ein bisschen komisch. Italien möchte hier, oder besser gesagt Sizilien, möchte hier nicht unbedingt eine Brücke bauen, weil so lässt sich ja ganz gut Geld verdienen. Und ja, ich merke jetzt schon, wie es schaukelt. Ich glaube, das gibt eine 20-minütige Schaukelfahrt. Wir schauen jetzt uns noch ein bisschen um auf der Fähre. Für euch gibt es die Bilder. Und danach sind wir nach ein paar Wochen oder ein paar Tagen zurück auf dem Festland. Ist schon wieder ein bisschen speziell. Aber die Italiener, die Fahrt hierher, die war der pure Horror. Ihr habt die Bilder ja sicher gesehen von der GoPro-Kamera.
Es war ein Durcheinander, also das muss man schon wirklich wollen und sich auch konzentrieren, dass da nichts passiert. Das ist echt ein Abenteuer und ich brauche das eigentlich so schnell nicht wieder. Aber ich denke, wenn wir drüben sind, dann sind wir in Kalabrien, geht es genauso weiter. Ja, und so schnell ist man wieder auf dem italienischen Festland. Das war's von Sizilien. Wie wir euch ja zu Beginn des Videos erklärt haben, naja, der Ätna wollte sich nicht zeigen und leider. Ja, das war halt so. Wir sind uns sicher, ihr könnt das alle verstehen. Heute haben wir aber noch eine andere Aufgabe, weil im letzten oder vorletzten Video gab es ja was zu gewinnen. Und zwar die Gläser von Silvi. Genau, ich habe hier auch gerade noch was dabei für mich, so nebenbei, aber jetzt brauche ich ja die Hände frei, ne? Kann da hinten hängen, so lang. Es gab es zu gewinnen. Es gab ein Seet Rotwein genannt und das andere Seet ein Prosecco-Seet. Genau, und das wollen wir heute verlosen. Ihr musstet ja den Hashtag Magnetglas in den Kommentar schreiben. Jetzt tun wir hier mit einem Programm, das uns einfach so ein Gewinner rauspickt. Zufallsgewinner. Genau, raus. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, oder? Starten wir mal. Ihr habt ja fleißig kommentiert, weil ganz viele von euch finden die Magnetgläser wie wir auch eine super Sache und würden die natürlich gern gewinnen. Und jetzt haben wir den ersten Gewinner. Und zwar ist das der festival-fotograf.de, der kommentiert hat, wir bekommen morgen unseren Opel Vivaro L1H1. Den würden wir auch als Reisegefährte nutzen wollen. Unsere erste Tour geht im Oktober über Südfrankreich nach Mallorca. Die Gläser wären klasse, um auf unser neues Familienmitglied Carlos anzustoßen. Ja, und angestoßen wird mit Prosecco und deshalb würde ich sagen, liebe Festivalfotograf.de, herzlichen Glückwunsch zum Prosecco-Seet. Schreib uns gerne eine E-Mail an info@comewithus mit deiner Adresse, damit wir das Paket dann auch an dich senden können, damit du dann standesgemäß in deinen Opel Vivaro einziehen kannst. Und hoffentlich wird das dann auch getauft, ne? Ja. Also wir haben aber noch ein zweites Seet und zwar ein Weinseet. Jetzt drücken wir da noch mal drauf. Mal schauen, wer hier gewinnt. Das geht immer einen kleinen Moment, bis das
es haben natürlich nicht alle den Hashtag Magnetglas benutzt. Er hätte zum Beispiel gewonnen, hat den aber nicht genutzt. Und jetzt haben wir den zweiten Gewinner, und zwar Thomas Derkum hat geschrieben, also mal wieder ein schönes Video, vielen Dank. Wir würden gerne die Weingläser gewinnen, da unser neues Wohnmobil in der nächsten Woche vor der Tür stehen wird, also auch ein neues Wohnmobil, und wir schon so einiges zusammengestellt haben, mal was ins WOMO kommt. Aber was definitiv noch fehlt, sind Weingläser, da hier auch nur Glas in Frage kommt. Da schmeckt der Wein einfach besser. Liebe Grüße, Thomas. Ja, Thomas, viel herzlichen Glückwunsch zum Weinzelt. Genau, und auch hier ein neues WOMO. Sag mal, habt ihr alle neue Wohnmobile bestellt, gekauft, ausgebaut, was auch immer? Schreibt es mal unten in die Kommentare, ob ihr noch mit eurem alten, schon bekannten Schätzchen unterwegs seid oder ob es was Neues gab für euch. Und ja, dann wünschen wir herzlichen Glückwunsch. Ich schlürfe hier noch mal ein bisschen, weil hat ja Magnet drin. Karl ist ja auch aus. Ja, ihr könnt ja immer noch profitieren von diesem Rabattcode, den wir hier einblenden, wenn ihr bei Sibyl bestellt. Aber das war es jetzt für dieses Video. In dem nächsten Video geht schon weiter in die nächste spannende Stadt. Soll eine der hässlichsten Städte Italiens sein. Ja, und trotzdem hat sie einen Titel dieses Jahr, ne? Ja, ihr wisst wahrscheinlich schon, wovon wir sprechen, aber im nächsten Video verraten wir es dann auch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Aktiviert unbedingt die Glocke. Wir haben festgestellt, dass das Video in letzter Zeit leider nicht oft angezeigt wird. Die Aufrufe, die sind sehr eingebrochen. Also wenn ihr Bock habt, dann schaut noch die letzten beiden Videos an. Das lohnt sich auf jeden Fall. YouTube hat da irgendwas nicht recht angezeigt. Das Gute ist, immer die Glocke zu aktivieren, dann passiert nichts. Und ja, so ein paar Europa ist geil Sticker haben wir übrigens auch noch rumliegen, bevor dann die erste Bestellung definitiv zu Ende geht. Also wenn ihr Bock auf die habt, jetzt schnell noch in den Shop reinschauen. Und ja, da müssen wir dann bei Zeiten mal nachbestellen. Also, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und die Gewinner bitte uns eine Mail schreiben. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Und übrigens, geht mal kurz auf Instagram vorbei, weil wenn ihr die hier cool findet, könnte es sein, dass wir die heute dort noch verlosen.